Moin moin und guten Tag, hier ist wieder der Plattkanal mit Düt und Dat. Dat is mal wieder so weit. Ich freu mich, dat Thüringen kiekt. Ich kümmer mich so opregen. Nee, eismal vertell ich jau dat. Dat hat nicht mal 1,5 Jahr dauert. Und in Unterlüss hat Rheinmetall die größte Munitionsfabrik in Europa und Boden stammt. Von Purwegen wo Eröffnung mit gro Tamtam. In de Gliegentiet hat dat Grundbauamt, dat hier bei uns im Landkreis nicht recht kriegen, die Grundbeuge von ein lütjes Baugebiet mit 8 Grundstücke anzulegen. Die Baugenehmigungen sind durch, die Grunderwerbsteuer ist lang bezahlt, aber baut waren dürf noch nicht. Die Sachbearbeiterin von Grundbuchamt, die ist in Rente gegangen, die Nachfolgerin, die hat aber bloß ne Halbtagsstech, krank war sie auch noch, von Urlaub ganz schwiegen. Wegen Überlastung sind nun ganzen Batzen Akten und anderen düsse 8 Grundstücke an einen benachbarten Landkreis schickt worden, die schön uthölpen. Nu, einige Mal Leute, schickt das Landkreis die Akten wieder zurück. Überhaupt nicht bearbeitet. Sie sind auch überlastet. Bauunternehmer, Bauherren sind allang startklar. Hebt die Schüffeln in de Poten. Wahrscheinlich möcht sie aber noch ob Schneischippen umplanen. Ich mag wiege, sie brucht ja noch nicht opregen. Verschonungsbedarfsprüfung. Hab ich deswegen überhaupt als Wort von mitkriegen. Hab ich überhaupt nicht kennt. Wenn grode Vermögen, oft Firmenvermögen, vererbt wird, dann könnt die Aven so ein Verschonungsbedarfsprüfung beantragen. Wahrscheinlich mit ein Verschonungsbedarfsprüfungsantragsformular. Vorausgesetzt, das handelt sich Vermögen, die größer sind als 26 Millionen. Nu weit ich auch, warum ich da bisher noch nix von mitkriegen hef. Die Aven möcht bloß nachwiesen, dass sie eigentlich grad nicht flüssig sind. Familienstiftungen spielt in so einem Fall auch ne Rolle. 2 Beispiele. Friede Springer, die hat 2020 15% Unternehmensanteile ob er Nachfolge Matthias Döpfner übertragen. Wert über 1 Milliarde. Döpfner ist mit Springer überhaupt nicht verwandt, also bloß ein Freibetrag von 20.000 Euro und 50% Abendsteuer. Also über 500 Millionen. Döpfner können aber nachweisen, dass er keine utregende Liquidität hat, die Anteile eben auch nicht verkaufen kann und nun nichts bezahlen muss. Oblag in den nächsten 5 Jahren keine Anteile verkaufen und keine Lü entladen. Döpfner hat das unterschrieben. Fall Nummer 2. Heinz Hermann Thiele, Chef von Knorrbremsen, also nicht Tafelwessel mit Knorrsuppen, ist 2021 mit 79 Jahren verstorben. Vermögen 15 Milliarden. Er wollte alles Geld vorbereiten und hat 2017 eine Familienstiftung gegründet. Dann hat er aber in der Familie wegen dieser Erbschaft Streit gegeben. Die Gründung von der Familienstiftung ist als 2023 abgeschlossen worden. Die Verschonungsbedarfsprüfung hat also nicht trocken. 4 Milliarden Erbschaftssteuern an das Finanzamt in Kaufbeuren. Seit ganz langer Zeit ist das der erste Fall in Deutschland, wo große Firmenvermögen reell besteuert worden sind. Und in Kaufbeuren oben Finanzamt ist die Ratlosigkeit nur groß. Was macht weiter nu? Aus Sicht von Familie Thiele ist das nur dumm loben.
aber die Allgemeinheit, die hat in diesem Fall mal profitiert. Insgesamt habt wir aber Tauschständen, also da kann ich mich wirklich über abregen. Nu ist Helmut an der Riech, im geht dat auch wie das Finanzamt in Kaufbeuren, die Ratlosigkeit ist groß. Helmut? Moin, ja, hier bin ich wieder, Helmut. Ratlosigkeit, genau, das ist die richtige Ausdruck. Also bei der Gendergerechtigkeitsbewegung. Auch so ein feines Wort. Sie sind ratlos. Was schall ut Mannschaft waren? Vor allen Dingen, wenn das die Frauen sind, die haben auch nülich so doll trainiert, da haben sie alle Muskelkatze. Und die Trainer, die wollten den bemuttern. Aber das geht ja nicht, weil er ein Kerl ist. Er kann bloß bevattern. Und warum wat ut Krankenschwester, Krankenpflege und nicht Krankenbruder und ein Geburtenhülpe, das müsst doch eigentlich ein Hebammer werden. Und wie ein Brutpaar, da fällt die Bräugam je glicks in den Tisch. Vor allen Dingen, wenn sich das um 2 Bräugams handelt, da kann ich mich so abregen. Tschüss, Helmut. Vielen Dank, Helmut. Aber da kann ich nu auch nix machen. Ich kann nu bloß noch die Sportnachrichten wie gegeben. Hüt fangen wir aber mal nicht mit Football an. Nee, hüt heb sich die Basketballer dat mal verdient. Die statt hüt Abend in Final und könnt Europameister werden. Gegen die Türkei. Aber die dürft man auch nicht unterschätzen. Ansonsten kannst du Hamburg hüt Abend von Istanbul nicht unterscheiden. Apropos Hamburg, selben Jahr 2. Liga, nu sind sie wieder durch, 1. Liga, wo die Verein und vor allen Dingen die Fans ja auch der Meinung sind, sie überhaupt hingehört. Stadtderby verloren, wie gewohnt, ne Aufregung in München, wobei sie da auch noch Glück habt. Man kann ja noch nix singen, so nach 3 Spieltag. Aber bloß einen Punkt und noch überhaupt kein Tor schotten, das musst du mal hochrecken. So, Levelü, von mir ut wollt dat nu, also mit Plattkanal und dat, ich freu mich, dat Jüring kegen hei, lat da dat gaut gan, ich meld mi wette, ich bin Jürgen Müller.